الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich werde euch inshallah heute 7 Gründe aufzählen, warum eine islamische Bewegung zerbröckelt oder warum eine islamische Bewegung zerbricht. Vorab möchte ich euch nochmal sagen, es gibt Menschen, die auf der islamischen Dawa sind, aber nach einer bestimmten Zeit von der Dawa abkommen. Warum passiert das? Fragen die meisten Leute. Wie kann das sein? Das hat eigentlich 3 Ursachen. Die eine Ursache ist, aus der islamischen Bewegung selbst herzuführen. Aufgrund der islamischen Bewegung fallen diese Leute ab. Der zweite Punkt ist, aufgrund ihrer persönlichen, also Individuum, ihre eigenen Probleme, wie zum Beispiel Neid, Faulheit, Angst. Die dritte Ursache, warum Menschen vom islamischen Weg abkommen, ist der Druck von außen, wie zum Beispiel Familie, Umfeld, Verwandte, wenn der Druck zu sehr steigt und sie danach abkommen vom Weg der Dawa. Ich werde inshallah auf den ersten Punkt eingehen, die Ursache, die aus der Dawa, aus der islamischen Bewegung selbst herführen. Und diese 7 Punkte, die ich jetzt aufzählen werde, sind gleichzeitig auch 7 Punkte, die für die Zerstörung der islamischen Bewegung verantwortlich sind. Wenn ihr die islamische Bewegung beobachtet, die alle gekommen sind und gegangen sind, werdet ihr sehen, dass die meisten von ihnen einer dieser 7 Punkte, die ich gleich aufzählen werde, hatte oder mehrere dieser Punkte hatte und dies dazu geführt hat, dass sie danach zerbröckelt wurden. Der erste Punkt, warum eine islamische Bewegung untergeht und zerbricht, ist, wenn die Erziehungsarbeit aufhört. Ihr wisst, eine islamische Bewegung ist verpflichtet oder muss Bereiche darlegen, wie zum Beispiel Madrasa, wie zum Beispiel Ilm, wie Tazkiyat und Nafs, wie Treffen organisieren und all die Sachen, die die Taqwa zu Allah, die Gottesfurcht zu Allah, das Wissen, die Erziehung im Islam, das Charakter immer wieder vorantreiben. Wenn aber eine islamische Bewegung anfängt, sich komplett sein Fokus und seine Aufmerksamkeit administrative, militärische oder politischen Aktivitäten nur zu widmen, wie zum Beispiel, es gibt manche Organisationen oder islamische Bewegungen, die übernehmen die volle Verantwortung in dem politischen Bereich, aber in anderen Bereichen tun sie gar nichts. Dies ist eine Bewegung, die wird definitiv zerbröckeln irgendwann. Ja? Weil jeder Mensch braucht eine Erziehung. Jeder Mensch. Ihr wisst genau, wie euer Körper Essen und Trinken braucht euer Verstand, euer Herz und eure Seele ebenfalls Ilm, Islam, Iman. Ja? Es braucht auch seine Ernährung. Und dies muss die islamische Bewegung einfach darlegen. Wenn die islamische Bewegung dies nicht macht, dann wird zwischen den einzelnen Leuten irgendwann Kälte herrschen und man vergisst, warum man eigentlich da ist für den Islam und dann fängt man an, sich vom Weg der Dawa zu trennen und dies kann natürlich zum Zersplittern der Dawa führen. Islamische Erziehung ist daher auch wichtig, weil der Iman eines Menschen steigt, indem man Allah gehorcht und der Iman sinkt, indem man Allah ungehorsam gegenüber ist. Von daher muss die islamische Bewegung immer wieder Erziehungssysteme, Erziehungsmethoden konkret beobachten und immer wieder erneuern. Und jeder, der in eine islamische Bewegung reinkommt, er muss eine Basiserziehung genießen. Er muss eine Basiserziehung genießen und darauf muss diese Erziehung auch weitergehen. Aber sollte eine islamische Bewegung die Erziehungsarbeit vernachlässigen aufgrund von unerwarteten Dingen, plötzlich auftretenden Dingen oder Ereignisse, die nicht geplant waren und danach man sagt, ja, aber jetzt erstmal nicht, dann wird dies dazu ganz gewiss führen, dass die islamische Bewegung zersplittert und kaputt geht. Denn der Grund, warum die Menschen da sind, ist der Islam. Und man muss immer wieder die Herzen mit Iman füllen. Wenn man das nicht füllt, wird Shaitan dort Platz finden und falsche Sachen eingeben. Der zweite Punkt, warum eine islamische Bewegung zerbricht und vernichtet wird, ist, wenn ein Individuum, eine Person eine falsche Aufgabe bekommt. Ihr wisst, eine islamische Bewegung muss seine Mitglieder gut kennen, muss wissen, was die Stärken, was die Neigung, was die Fähigkeiten, was die Kapazitäten, was die Charaktereigenschaften sind. Er muss diese erkennen und dementsprechend muss er die Aufgaben verteilen. Wenn beispielsweise einer kommt und er wird Emir, aber er ist unfähig, er wird Imam, unfähig, Kalif, er ist aber unfähig dafür, dann wird das Gerüst der islamischen Bewegung so heftig rütteln, dass viele Mitglieder enttäuscht sind und total frustriert sind. Dies wird danach dazu führen, dass diese Leute sich trennen. Klar, und das wird dazu führen, dass die islamische Bewegung zerbricht. Die islamische Bewegung hat mehrere Bereiche. Ein Teil der Leute muss sich mit dem Bereich der Politik beschäftigen. Ein Teil muss sich mit Wirtschaft und Finanzen beschäftigen. Ein Teil muss sich mit Sport und organisatorischen beschäftigen. Ein Teil muss sich mit Bildung und Erziehung beschäftigen. Es gibt unterschiedliche Bereiche. Man muss diese Leute
Wissen gut kennen und an diese Bereichen hinzufügen. Man kann nicht einer Person einfach eine Aufgabe geben, indem man zum Beispiel sagt, ich mag ihn, er ist mein Bekannter, er ist mein Freund, er hat mir das und das gegeben und man verteilt so die Aufgaben. Eine Aufgabe in einer islamischen Bewegung zu verteilen, bedeutet eine sehr, sehr vorsichtige Entscheidung, die fern von jeglichen Emotionen und Voreiligkeit ist. Und das muss tief analysiert sein und gut überdacht sein. Wenn man einfach leicht, gleichgültig oder schnell handelt, dann gibt man jemandem eine Aufgabe, die dazu gar nicht fähig ist. Dies wird dazu führen, dass viele Leute enttäuscht werden und sich danach von der Dawa trennen. Und dies wird immer stückweise zu Konflikten führen, sodass die Dawa, islamische Bewegung, eines Tages danach komplett zerbricht. Der dritte Punkt, warum eine islamische Bewegung untergeht, ist, wenn die Mitglieder alle nicht beschäftigt sind. Wenn nicht alle Mitglieder eine Aufgabe haben. Wenn man die Aufgaben einer islamischen Bewegung nur einen Teil der Gruppe gibt, sodass nur ein Teil die ganzen Aufgaben macht und der andere Teil nicht, so wird sich mit der Zeit der andere Teil, der keine Aufgabe hat, sich nutzlos vorkommen. Sie werden sagen, naja, die anderen machen schon alles und es klappt irgendwie. Und irgendwann werden attraktive oder trügerische Faktoren kommen, die ihm etwas anbieten und er wird danach vom Weg der Dawa abkommen. Wenn man Leute in der Dawa nicht ausreichend beschäftigt, dann wird dies immer wieder dazu führen, dass Leute auf Fehlersuche gehen. Bei anderen Leuten suchen sie Fehler. Dann fangen sie an, Hass und Neid und Eifersucht zu entwickeln. Dann fangen sie an zu streiten. Dann fangen sie an, kleine Dinge groß zu sehen. Dann fangen sie an, über unnötige Dinge zu diskutieren. Dann kommt das Fokus, das Ziel aus den Augen und man fängt an, sich über ganz Kleinigkeiten zu unterhalten. Warum? Weil man war nicht beschäftigt. Shaitan, wenn man sich nicht mit der Wahrheit beschäftigt, dann wird die Lüge dich einholen und dich damit die ganze Zeit beschäftigen. Manchmal kann es natürlich sein, dass in einer islamischen Bewegung zu viel Kraft gerade ist oder ich sage mal, dass viel Kraft da ist, was man nicht gerade benutzen kann. Dann darf man nicht diesen Fehler machen, indem man zum Beispiel einfach diese Kraft nimmt, unnötig investiert oder für falsche Dinge investiert oder gar liegen lässt. Man muss diese Kraft nehmen, diese unterschiedliche Kraft, Energie, Fähigkeiten, die die Leute haben, und die islamische Bewegung ist verpflichtet, Bereiche, Projekte zu entwickeln, wo man diese Leute danach damit beschäftigt. Und daraufhin wird die islamische Bewegung diese Kraft nehmen und kanalisieren und sozusagen spezialisieren auf einen Punkt. Also eine islamische Bewegung hat die Aufgabe, komplett die Fähigkeiten, die Kräfte, die ganzen Talente, die die einzelnen Mitglieder haben, zu erfahren, zu erkennen und diese danach auch sinnvoll einsetzen. Wenn man dies nicht tut, dann wird die islamische Bewegung niemals vorankommen. Der vierte Punkt, warum die islamische Bewegung zerstört wird und untergeht, ist das Fehlen der gegenseitigen Hilfe und Solidarität. In der islamischen Bewegung sind auch nur ganz normale Menschen, Menschen, die auch Probleme haben, sei es psychisch, finanziell, immateriell, materiell, egal was für Probleme. Es ist die Aufgabe des Muslims, sich gegenseitig in der islamischen Bewegung zu helfen. Dies führt dazu, dass man ein tiefes Vertrauen auch entwickelt zueinander. Wenn ihr mal schaut, die Muhajirun und die Ansar in Mekka und Medina, als der Prophet nach Medina kam, war das Erste, was der Prophet a.s. getan hat, war die Brüderlichkeit zwischen den Muhajirun und die Ansar. Das war das Erste, was er gemacht hat. Wieso? Das erweckt das tiefe Vertrauen zueinander und so kann der Shaitan nicht zwischeneinkommen. Wenn man ganz eng beieinander ist, wenn die Herzen eins sind, kann der Shaitan nicht dazwischenkommen und Fitness stiften. Ja? Der Prophet a.s. beschreibt den Muslim, also das islamische Umfeld und die Jamaat, wie die Körper und seine Glieder. Er sagt, der Muslim, mit seinem Mitgefühl, seiner Barmherzigkeit und seine Liebe zueinander gleicht wie die Körper zu seinen Gliedern. Wenn ein Glied von dem Körper schmerzt, so teilen die ganzen anderen Körperteile das auch mit. Und so ist es auch wirklich. Wenn ihr zueinander, wenn in der islamischen Bewegung jemand Probleme hat oder eine Sorge hat und ein anderer Muslim hilft ihnen aus der islamischen Bewegung, dann werdet ihr sehen, dass diese Person sich danach noch stärker der islamischen Bewegung widmet, noch mehr sich der islamischen Bewegung hingibt, weil er weiß, dass das, was diese Leute zusammengeführt hat, die islamische Bewegung war, und er wird noch dankbarer und wird noch mehr sich engagieren für die islamische Bewegung. Jedoch sollte dies nicht sein, wird man die Hilfe woanders suchen draußen und man wird sich von dem Weg der Dawa trennen und die islamische Bewegung wird so auch immer wieder schwächer werden. Wenn man von außen auf eine islamische Bewegung guckt, dann gibt es zwei Punkte, in denen man eine islamische Bewegung beurteilt. Das eine ist die technischen und organisatorischen Möglichkeiten, die eine islamische Bewegung hat, also wie viel Kraft die haben nach außen. Und das andere ist die Brüderlichkeit innerhalb der islamischen Bewegung. Ihr könnt die besten Möglichkeiten haben, wenn die Brüderlichkeit untereinander nicht stimmt,
dann wird man nicht vorankommen. Da wird Streit geben. Da kannst du die besten Möglichkeiten haben. Andersrum genauso, ihr könnt die beste Brüderlichkeit haben, irgendwo auf einem Berg. Aber wenn ihr keine Möglichkeiten habt, dann werdet ihr nichts erreichen. Von daher, eine islamische Bewegung beurteilt man nach diesen 2 Punkten. Wenn diese beiden stimmen, dann wird man wie die Ansar und die Muhajirun Geschichte schreiben und sehr viel Gutes hervorbringen. Der 5. Punkt, warum eine islamische Bewegung untergeht, ist, wenn Probleme nicht zügig beseitigt werden. Ja. Es ist ganz normal, dass in einer islamischen Bewegung Probleme auftauchen. Das ist ganz normal. Nun ist der Punkt, dass man diese schnell beseitigt. Manchmal kann ein Problem entstehen und der ist vielleicht unwichtig, unrelevant, ganz klein. Aber wenn man dieses Problem dort nicht löst, dann wird die später groß. Und es wird viel Zeit und Kraft kosten, um diese zu beheben. Ihr kennt es, Osman ibn Affan, als er Kalif war, haben die Gouverneure von Osman unterdrückt und da kamen ganz viele Beschwerden. Dies hat dazu geführt, danach zum Schluss, dass Osman ermordet wurde, dass Imam Ali damit Muawiyah kämpfen musste. Viel Blut ist vergossen. Warum? Weil man nicht zügig das Problem gelöst hat. Hätte man ganz schnell die Gouverneure abgesetzt, wäre es nicht so weit gekommen. Deswegen, wenn ihr ein Problem seht, was klein ist, dann versucht es so schnell wie möglich zu lösen. Manchmal ist es nur ein Wort, was ein Problem beseitigt. Manchmal nur ein Treffen, manchmal nur ein Besuch, manchmal nur eine Erklärung, manchmal ist nur ein Ratschlag, manchmal nur eine Kritik, manchmal nur eine Entschuldigung. Manchmal ist es nur einfach hinkommen und mal miteinander sprechen. All diese Punkte sind ganz Kleinigkeiten, diese können aber Probleme beseitigen, die danach später viel, viel größere Probleme werden. Wenn die Probleme größer werden, was entsteht dann? Es entstehen innere Konflikte. Und innere Konflikte zerstören die islamische Bewegung. Dies wäre auch der 6. Punkt, innere Konflikte. Innere Konflikte in einer islamischen Bewegung sind wahrscheinlich mit das Gefährlichste und das Brutalste, was einer islamischen Bewegung passieren kann. Denn dies ist einfach der Untergang der kompletten Mitglieder und der islamischen Bewegung zugleich. Wenn innere Konflikte entstehen, fängt das erstmal an, dass die Atmosphäre kalt wird. Die Mitglieder untereinander fangen an, kalt zueinander zu werden. Die Arbeit wird nicht mehr richtig nach vorne getrieben, weil man die ganze Zeit mit den Streitigkeiten beschäftigt ist. So kann das mehrere Ursachen haben. Es kann daran liegen, dass ein Führer nicht imstande ist, ein Emir nicht imstande ist, diese Jamaat intakt zu halten. Es kann auch manchmal sein, dass zum Beispiel jemand nach einer politischen Macht bestrebt, deswegen das passiert ist. Es kann sein, dass man einfach die Regeln und Prinzipien der islamischen Bewegung missachtet. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch manchmal sein, dass Geheimdienste ihre Leute in eine Gruppe hineinbringen und diese danach Fitna stiften und zu inneren Aufruhr kommen. So, aber das Ding ist, es kann zu inneren Konflikten kommen. Manchmal denkt man, dass der innere Konflikt so groß ist, die Welt dreht sich um diesen inneren Konflikt. Aber bei einem Konflikt in einer islamischen Bewegung gibt es nur einen Sieger. Und das ist Shaitan und die Feinde des Islams. Egal aus welchem Grund man streitet innerhalb einer islamischen Bewegung, so wird Shaitan sich darüber freuen und das ist ein Sieg für die Feinde des Islams. Und dies ist ohne Zweifel, nach einer kurzen Zeit werdet ihr danach sehen, wie die islamische Bewegung untergeht und die ganzen Leute zerstreut sind. Und so Beispiele gibt es viel auch heute in unserer Zeit. Der 7. Punkt und der letzte Punkt ist die Unfähigkeit eines Führers, eines Emirs. Wenn man einen Emir hat, der nicht in der Lage ist, ja, oder einfach nicht in der Lage ist, diese islamische Bewegung zu führen, dann wird dies untergehen. Wenn ein islamischer Führer nicht in der Lage ist, ein Emir oder ein Imam oder irgendwas anderes, die islamischen Prinzipien und Regeln aufzustellen, so wird es nicht funktionieren. Wenn ein islamischer Emir oder Führer auf irgendeinen kulturellen und Wissensstadt hängen geblieben ist, zum Beispiel man konnte jetzt jahrelang diese Gemeinde hier führen, ja, irgendwann seid ihr aber gewachsen und ihr habt mehr gelernt. Und ihr seid bereit für die nächste Etappe. Aber wenn ich hängen geblieben auf der ersten Etappe und komme nicht weiter, so wird dies zu Zerbröckeln der islamischen Bewegung führen. Dies hat mehrere Ursachen. Angst, wenn der Führer Angst hat, wenn der Führer desinteressiert ist, wenn der Führer andere Pläne schmiedet oder andere Ziele hat, wie die für die islamische Bewegung für Allah ist, so wird dies dazu führen, dass die islamische Bewegung untergeht. Und dies ist auch ein Punkt, was in der Geschichte häufig vorkam, wo der Führer nicht fähig war, eigentlich eine islamische Bewegung zu führen. Und dies hat danach dazu geführt, dass die islamische Bewegung binnen kurzer Zeit untergegangen ist. Das waren jetzt 7 Punkte, die die islamische Bewegung zerstören. Diese 7 Punkte sollte man gut beobachten und vorsichtig sein. Dass wenn irgendeiner dieser 7 Punkte auftaucht, dass man versucht, diese so schnell wie möglich zu beseitigen oder so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, um diese Lücken zu füllen. Ansonsten kann man auf den Untergang der islamischen Bewegung nur warten. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.